Ich freue mich so, dass wir heute so viele sind. Und ich hoffe, dass wir über die nächsten Tage noch mehr Menschen hier in Frankfurt und über Frankfurt hinaus dafür gewinnen können, mehr zu tun, für Uigurinnen und Uiguren zu stehen. Nicht nur im Innern des Herzens, sondern auch auf der Straße hier und auch in den sozialen Medien, wo wir Bilder und Aufnahmen von diesen Protesten verbreitet haben und weiter verbreiten werden. Die Nöte der Uigurinnen und Uiguren gehen uns alle an. Sie sind eine Frage, eine moralische Frage, die wir uns als Deutsche stellen müssen. Und auch speziell, wie gerade gesagt wurde, mit Blick auf die schwere Last von unserer Geschichte. Eine Geschichte, die uns beauftragt, nicht nur Freiheit und Demokratie in unserem eigenen Lande zu schützen, die ja auch schwer bedroht werden, wie wir aus den Nachrichten erfahren. Und die Corona-Krise ist in den Gedanken vieler Menschen so dominant, dass sich die Frage stellt, ist da überhaupt noch Platz für anderes? Ist das ein Luxus, den wir uns im Moment nicht leisten können? Und so wie die Umweltbewegungen, Fridays for Future und andere sagen, wir können nicht warten, die Corona-Krise ist schwer, aber wir können mit Umweltschutz nicht warten. Aber genauso ist es mit Freiheit. Freiheit und Demokratie können auch nicht warten, bis wir die Corona-Krise in Deutschland und in der westlichen und anderen Welt außer Chinas, muss gesagt werden, besiegt haben. Freiheit und Demokratie müssen jeden Tag neu erkämpft werden. Das ist eine Überzeugung, die ich teile mit den Vorsitzenden der Organisation Now, Colombe, Cahen Salvador, eine Französin, und Andrea Venzon, ein Italiener. Diese Organisation ist noch ganz jung. Lassen Sie mich noch ein, zwei Worte zu ihr sagen. Sie tritt als ein Unterstützer, als Unterstützerin auf für diese täglichen Kundgebungen. Und es ist über die Organisation Now, dass ich mit euch, liebe Freundinnen und Freunde, bekannt wurde. Die Not von den Uigurinnen und Uiguren habe ich zuerst deutlich erfahren aus den Protesten zu Hongkong. Davor habe ich natürlich auch schon etwas gelesen. Dann habe ich mich intensiv mit den Protesten in Hongkong beschäftigt, die 2019 die Stadt erschütterten. Und dann habe ich gesehen, da gibt es eine Verbindung. Und diese Verbindung, die habe ich nicht selber gefunden. Diese Verbindung, das haben die Hongkonger Protestierenden gefunden. Die Monate von schweren Protesten auf der Straße, die brutale Polizeigewalt, all dies, letztlich ist es in Peking mit Xi Jinping als Architekten so veranlasst worden. Und Xi Jinping ist auch der Architekt des Genozids, dessen Opfer eure Volksgruppe ist. Und auch wenn der Begriff des Genozids nicht hundertprozentig klar sein mag, darf das doch keine Ausrede, keine Ausflucht bedeuten für einen demokratischen, freiheitlichen Staat wie Deutschland, entschlossen für diejenigen zu stehen, die unter diesem Genozid leiden. Und nicht nur ihre Verwandten hier,
in Deutschland zu leben und das Gefühl zu haben, meine Damen und Herren, hier auf dem Platz, wie stellen Sie sich das vor? Hier zu leben, im freien Deutschland, ein Lifeboat zu haben, sicher hierher gekommen zu sein, vielleicht viel Geld bezahlt zu haben an die Polizei in China, an die Behörden für einen Reisepass. Aber wie viel ist diese Freiheit, die neu gewonnene Freiheit in Deutschland denn wert, wenn Sie täglich mit dem Gefühl ins Bett gehen und täglich mit dem Gefühl aufstehen, dass Ihre Verwandten, Ihre Mutter, Ihr Neffe in China, in Xinjiang, in der Provinz Ostturkestan weiter jede Stunde dieser Verfolgung ausgesetzt ist und dass Sie, wenn Sie Uigurin oder Uigure sind in Deutschland und wollen den Mund aufmachen und Sie werden gesehen von einer Kamera, so wie wir von der Kamera beäugt wurden, als wir diese Woche vor dem chinesischen Konsulat demonstriert haben. Und wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie denken, jeden Moment könnten es meine Verwandten sein, die in ein Lager kommen, verschwinden. Schon dieses Damoklesschwert, was die ganze Zeit, jeden Tag, jede Stunde über ihrem Kopf hängt. Ja, die Freiheit, die wir in Deutschland haben, sie ist kostbar, sie ist wertvoll. Aber wenn dies hineingemischt ist, dieser Schmerz, diese Sorge, der Schmerz über Familienmitglieder, die schon verschwunden sind, oder die Sorge um diejenigen, die verschwinden könnten, und niemand weiß genau, was es für einen Grund geben mag, um sie verschwinden zu lassen. Die chinesischen Behörden entscheiden dies auf der Basis nicht von Recht und Gesetz, sondern auf einer praktisch nur mit einer solchen Hülle überzogenen Willkür. Und etwas davon, nicht so schwer vielleicht, aber etwas davon, das kriegen ja auch diese Monate die Hongkongerinnen und Hongkonger zu spüren, wo das Sicherheitsgesetz seit gut einem halben Jahr seine unselige Arbeit tut und wo die freiheitlichen Strukturen der Gesellschaft in Schutt und Asche gelegt wurden und die Justiz vielleicht noch eine letzte Bastion ist. Justiz in Hongkong ist jetzt sehr beschäftigt, denn praktisch die ganzen demokratischen Politikerinnen, Politiker, Aktivistinnen, Aktivisten sind jetzt mit unzähligen Haftbefehlen überzogen worden. Und die Gerichte gelten als vielleicht die letzte Instanz, die dann noch ein Bollwerk sein kann gegenüber der Willkür der Hongkonger Stadtregierung, die sich geflissentlich als Helfershelfer der Pekinger Regierung aufführt. Wir stehen hier heute für die Uigurinnen und Uiguren, ja, aber wir sehen auch hinaus über den Tellerrand und das müssen wir bei einem Riesen wie China, müssen wir das. Wir müssen die Gemeinsamkeiten sehen und wir müssen zusammenstehen. Gemeinsam sind wir stark. Es wird nicht leicht. Now